Ja, wir sind nur auf der Weserfair von Bremerhaven nach Nordenham und ich habe mir für den plattdütschen Fairtalk auch einen Gast einladen. Ich muss den eigentlich nicht vorstellen. Wer in Budjording oder in Nordenham wohnt, der kennt ihn und wie viele Gelegenheiten habt hier im Sehen. Das ist Rolf Blumenberg. Rolf Blumenberg wird zu seiner Pensionierung Bürgermeister in Budjording. Und ich will ihm, wenn ich lieg's, mein Gast als erstes fragen, ob ich auf Plattdeutsch auch Rolf Blumenberg oder ob ich Rolf Blumenbach zu ihm sagen muss. Ich freue mich auf Rolf Blumenberg. Rolf Blumenberg. Ich habe die einmal vorgestellt und eigentlich muss man die nicht vorstellen. Ja, moin. Eigentlich muss man die nicht vorstellen. Die kennt sie hier, auch bei Fairtalk kennt sie die. Aber wird jetzt bloß auf Hochdeutsch. Du magst das erste Mal auf Plattdeutsch. Ja, ich will mir Freude geben, dass ich das auch im Platt hinkriege. Da bin ich mir sicher. Aber die erste Frage, hättest du denn jetzt auf Plattdeutsch auch Rolf Blumenberg oder muss ich jetzt sagen Rolf Blumenbach? Ja, nun bin ich auch 63 und hab da auch lang über nachgedacht, aber das will ich eigentlich auch nicht. Ich höre auf beides. Ah ja. Ja. Gut, also wie Blumenberg. Ja. Du bist jetzt seit einiger Zeit in Ruhestand, also nicht mehr Bürgermeister in Budjording. Die gefällt das, ohne Bürgermeisteramt zu wählen? Mir gefällt das richtig gut, bloß die sind im Betten kort. Wie kommt das? Da muss mir genau verklären. Ja, ich mag noch gern so viel tun. Und schafft halt meist gar nicht in die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Also ich habe allerletzt in der Zeitung mitkriegen, du bist bei den Kreismeisterschaften wie der Bosler und Klotscheder werden. Das heißt, du bist auch noch als Bosler und Klotscheder aktiv. Ja, das habe ich ja immer gemacht. Nun schmiede ich nicht mehr so weit mit 25 oder 30, aber ich versuche gegen meine Alterskameraden nach einigen Monaten mit über Patt zu kommen. Also Männer-Dreh habe ich gesehen. Hast du bostelt und? Genau, Männer-Dreh, darf ich noch schmieden. Nächstes Jahr bin ich als Männer-Fair und ich bin Vizemeister geworden in meiner Klasse. Und jetzt musst du noch die Landesmeisterschaften und die Ehre von Budjording vertreten, oder? Genau, nächsten Sonntag muss ich da in Torsholt, glaube ich, in Ammerland, muss ich beweisen, dass das keine Eindruckspflege wäre. Gut, du wirst als Bosler bist nicht bloß als aktive Bosler bekannt oder Klotscheder bekannt. Du hast auch in Verbandarbeit. Kannst du über diese Verbandsarbeit noch ein bisschen was erzählen? Ich finde das ganz wichtig, die Lünemer Klot zu morgen, was sich da eigentlich achter Verbargendheit, achter diesem Verband. Ja, ich wäre ja erst 7 oder 8 Jahre Kreisvorsitter in Budjorland. Und naja, dann lernt man Lü kennen und hat dann ein Vorsitter von Frischen Klotschederverband gesucht werden muss. Das sind immerhin über 40.000 Mitglieder. Ja, da habe ich mich bedacht und habe dann ja gesagt und habe das dann wirklich 6 oder 7 Jahre gemacht. Und mit Erfolg, darf ich sagen. Ja, der Verband ist eigentlich immer größer geworden, obwohl das ja Probleme gibt. Aber auch wie die Klotscheder und Bosler spielt Plattdeutsch eine große Rolle, oder? Ja, Plattdeutsch ist immer noch die Amtssprache bei den Klotscheder und Bosler. Allerdings geht auch hier die Tit voran und nicht alles entwickelt sich Tongoden. Das gibt immer mehr Kinder, die eben nicht mehr Plattdeutsch von Tohus mitkriegt. Und von daher sind dann die Siegerehrungen, die dann nur so ein Wettkampf stattfinden, dort auch all halb hoch und halb platt. Gut, ich kenne das selbst, wie ich auch aktiv als Bosler unterwegs bin, wird für einige Jahre, ich bin ja ein bisschen älter als du und bin jetzt als Männer 5 und nicht mehr aktiv als Bosler. Ich habe das auch immer bedauert, aber ich kann ja sagen, oder kann die Bosler und Klotscheder sagen, einfach mit dem Platschnacken, der verstaut uns, egal ob sie plattisch abwussen sind oder nicht. Ich mag diese Erfahrung immer in der Schule. Also daran schon wie noch ein bisschen was arbeiten.
Gut, dann käme die nächste Karriere. Du hast für das Blatt Arbeit, auch als Sportreporter. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, ich war ja erst Lokaljournalist in Bojorland und wenn man das ein Teil gemacht hat, dann will man irgendwann noch mal was anderes machen. Man ist ja ein bisschen neugierig und dann habe ich Sport gemacht, Lokalsport und auch Hauptsport, wie das denn so heißt, bei der Große Zeitung. Das hat mir viel Spaß gemacht, aber irgendwann bin ich dann Bürgermeister geworden und dann muss ich das zugeben. Gut, aber wie kommt man als Sport-Lokalreporter auf die Idee, Bürgermeister zu werden? Das interessiert mich. Vor allen Dingen interessiert die Plattdütschen das. Warum? Ja, ich bin ja ein Kind von Land und Kind ut meine Gemeinde Bojorland. Da bin ich geboren, da bin ich abwussen, da bin ich in verschiedene Vereine immer aktiv gewesen. Bin Reporter in meine Gemeinde gewesen. Von daher kennt mich viel und ich kennt viele. Ja, und ich habe eben gesagt, ich bin immer neugierig gewesen. Und wenn ich dann eine Zeit lang irgendwas mockt habe, dann habe ich gesagt, Mensch, kann doch noch mal was anderes werden. Und als dann Bürgermeister gesagt wurde, habe ich gesagt, oh, das konnte ich schon mal probieren. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Also die Lü hat die Welt, du bist in das Amt gewählt worden, als hauptamtlicher Bürgermeister, das wäre ja, ne, obwohl du ja eigentlich keine Erfahrung in Verwaltung und ja letztlich auch in der Politik eigentlich keine Erfahrung hattest, aber trotzdem, also ich habe das so wahrgenommen, hätte das einigermaßen geklappt. Was meinst du, wo ist das tot erklären, dass das klappt hätte? Also politisch haken Betenerfahrung, ich wäre als 5 Jahre in Gemeinderat. Und als Bürgermeister möchte man auch nicht die Oberschlaumeier wählen. Da gibt es so viele kluge Lü in der Verwaltung und die möchte man auch mal arbeiten lassen und nicht immer alles besser wetten. Und wie hast du es so gut verstehen, auch im Amt, die Fachlü muss mir überzeugen und das hast du auch meistens schafft. Und wenn sie mich überzeugt hat, dann kann ich auch wohl andere überzeugen. Von daher habe ich wunderbar Zusammenarbeit. Plattdütsch hat in den Amt, in den Rathaus eine Rolle gespielt. An welcher Stelle? Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass Lü, die gerne Plattdütsch schnackt, auch Lü in das Rathaus findet, wo sie sich in Platt mit unterholen können. Wir haben auch eine Dürren Abklebers gemacht, dass die Lü, die Plattdütsch schnackt, willkommen sind. Und von daher habe ich einiges getan, damit alle Sprachen in Rothus schnackt worden sind. Alle Sprachen, also zumindest Plattdütsch ist dann noch schnackt worden. Aber es gibt noch eine Geschichte, die musst du erzählen. Du bist auch Standesbeamte werden. Ja, ich bin auch Standesbeamter geworden für Plattdütsch. Und ich habe mich allerdings mehr Interesse durch udregend. Allerdings kurz bevor ich dann in Rente gegangen bin, hätte sich dann doch noch ein junges Pur droht, sich in Plattdütsch tun zu lassen. Und das hat auch gut geklappt, das hat mir gut gefallen und die beiden jungen Lü hat das auch gut gefallen. Das wäre nochmal eine wichtige Erfahrung. Und was meinst du, warum sind das so wenige? Also erstmal sind ja von da wenige, die sich überhaupt trauen laut, nicht? Aber warum sind das so wenige, die das auf Plattdütsch machen laut? Ja, ich denke, das hat da was mit zu tun, dass so wenig Kinder das Plattdütsche mitkriegt. Und wenn dann die eine vielleicht das noch kann und dann die Frau oder die Kerl nicht, ja, dann ist die Kompromissmeister Hochdütsche. Das ist schon. In Bayern ist das anders. Da wird bayerisch schnackt und die Kompromiss ist bayerisch. Und bei uns, das mag ich auch immer wollen, wenn sich ein Hochdütschen und ein Plattdütschen unterholt. Die Plattdütsche, die gibt eher no. Die glitt eher in das Hochdütsche ab, als dass die Hochdütsche sich bemüht, Plattdütsch zu schnacken, obwohl er vielleicht auch beten kann. Würde ich sagen, ja, das stimmt, da ist was dran. Ja, wenn man mit Rolf Blumenberg schnackt, kommt man nicht umhin, über seinen Vater zu schnacken, Adolf Blumenberg. Das wäre eine Institution in der Wesermarsch. Ich stelle jetzt mal eine eigenartige Frage. Wenn du jetzt einen Förderach über den Vater holen müsst, was für einen Titel würdest du diesem Förderach geben? Oh. Du darfst ruhig ein bisschen länger überlegen. Wir heften noch ein bisschen Titel mit nach Norden haben. Ja. Die Dick, das wäre ganz wichtig für M. Und die Heimat an den Augustgroden, das wäre immer ganz wichtig. Und hier wären ganzen Bodenständigen, die versorgt hat, dass viele geschichtliche Geschehnisse, die sich totdrogen heft, die will ich gerne weitergeben.
Und deswegen hätte ich auch überdatig Bücher geschrieben. Natürlich nicht alle in Plattdeutsch, sondern viele Sachbücher kann man einfach auch besser in Hochdeutsch schreiben. Das hätte mogt. Und ja, von daher, Glöweg, hier hätten Spur achterloten. Also über die Spuren können wir noch mal schnacken. Bronzezeithaus in Hartwaden. Kennst du die Geschichte, wie ihr das entdeckt habt? Oder kannst du unsere Tokikas die Geschichte vertellt hat, wie ihr darauf gekommen ist? Das ist ja, letztlich ist das ja sein Wagwein, dass das Hus da ja nur steht, ne? Nein, das Enkelte, das kenne ich jetzt nicht und das konnte ich jetzt auch nicht so darstellen, als das nötig wäre. Aber ich weiß, dass die Focken den Anstoß gegeben hat und wo dann auch was geworden ist. Ja, to dat Bronzezeithaus, also ich kann, was ich weiß, ist, er hat über den Sielbo, hat eine Reportage für die Nordwestzeitung gemacht und hat sehen, dass da so bestimmte Dinge wie die Baggerei, das ist ja, die Siel ist ja ob die Ole Budjenter Born gemacht worden, oder der ist die Boot worden. Das stimmt gar nicht, die Budjenter Born ist zum Tüch, also ob die Born, die von Vorl nach Rundkagen ging. Und da hätte ich was sehen und hätte gesagt, Lü, damit die jetzt abholen zu buddeln, da ist was uns interessiert. Und dann habt sie irgendwann lauter, habt sie das baggert. Ein ganz besonderer Buch, was für mich immer wichtig ist, weil das Buch viel über die Wesermarsch vertellt, ist die Lütschet-Buch, ganze Lütschet-Buch, Straßenbau in der Wesermarsch. Mhm. Kannst du da ein bisschen was darüber vertellen? Ja, ich weiß, dass das Buch gibt und natürlich habe ich das Buch, selbstverständlich. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass ihm das immer wichtig wäre, deutlich zu machen, wie ist das entstanden. So was fällt schon nicht vom Himmel. Und da habt ihr auch viele Lü schwed vergotten. Und das wäre ihm immer wichtig, das wiederzugeben und zu erholen. Also, ihr müsst ja unheimlich viel Archivarbeit morgen haben. Ja. Ist ihr überhaupt in Huswen oder wäre ihr immer ins Staatsarchiv in Oldenburg? Doch, hier ist Focken wochenlang. Meine Mutter hätte dann immer ein paar Brote schmiert und einen Thermosbutter mitgeben. Und dann hätte sie den ganzen Tag dort ins Archiv in Oldenburg abholen. Und er hat wirklich wunderschöne Geschichten da rutbuddelt. Und jetzt über die B437 steigt Bannifell in. Und dann versteht man, und vielleicht kommt wie nochmal auf Budjording zurück, dann versteht man, dass eben unsere Gegend hier, Budjording, Nordenham und im Tau, eine ganz besondere Gegend wäre. Die B437 wäre ja die zweite faste Verbindung in die Wesermarsch. Und, aber auch Stratenburg in Budjording ist ja ein besonderes Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Nicht, das hätte sich ja erst ganz langsam verarbeitet. Nicht? Früher gibt das alles Kleinwege und von Oldenburg ut wurde dann erstmal über Gunn anführt und ich habe jetzt just bin ich beteiligt gewesen an in Burg über Postgeschichte in Budjorland und das hat auch viel damit zu tun, wo das Strauten geht und wo das Kine geht, da muss man mit dem Pferd unterwegs. Alles eine ganz beschwerliche Geschichte und das ist lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Gut, du hast gesagt, Adolf Blumenberg hat Spuren achterlassen, Rolf Blumenberg hat auch Spuren achterlassen. Wenn du die jetzt noch so, ja, ein paar Wünsche, wenn du ein paar Wünsche abschreiben kannst, was Plattdeutsch angeht, was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Und die letzte Frage, die ich stellen will, meinst du, wenn deine Enkelkinder so alt sind als wie, was denn noch Platz schnackt in dieser Gegend? Ja, ich wünsche den Menschen hier, die was für Plattdeutsch überhaupt mehr Mut. Die meisten sind ängstlich. Und erst wenn sie ein politische Logen hat, dann versucht sie sich an Plattdeutsche. Und man muss einfach ein bisschen Mut haben. Und das wünsche ich mir. Und da musst du gute Arbeit und Wolfgang Busch in Friesland. Und vielleicht möchte man über noch mehr nachdenken. Die plattdeutschen Wegen, die das ja nun gibt, die helfen sicherlich auch mit dabei. Ich habe mit meinen Kindern auch versorgt. Ich habe das Plattdeutsch beizubringen. Wir haben alles versorgt. Wir haben ein plattdeutschen Dach inricht. Wir haben eine plattdeutsche Mahlzeit inricht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin scheitert. Nun habe ich mittlerweile 4 Enkel und ja, sie sind ganz interessiert und hört mich auch gerne zu. Und das nutze ich auch. Und wenn das noch mal so wehen kann, dass meine Enkeltochter mal irgendwo Plattdeutsch schnacken hat oder bei einem plattdeutschen Lesewettbewerb mitmachen oder sowas, das würde mich durch die freuen. Also ich kann dir sagen, als ehemaliger Schulmeister,
Das, was du magst, das ist nicht fehl, kannst vielleicht noch mehr morgen, aber die speichert in ihren Kopf hier achtern so viel an plattisches Sprach an, dass sie irgendwann Säcke anfangen, platt zu schnacken, wenn sie in die Situation stellt wird. Also nochmal wie eine Frage, wenn die so alt sind, als wie nu, was denn noch platt schnackt in Budjording? Also ich bin doch einigermaßen pessimistisch, das würde ich leider sagen, weil was ist ähnlich in den letzten Jahren passiert? Ich bin ja auch Zeitungsmann gewesen und habe hier und dort dann auch mal kritisch berichtet und habe gesagt, Mensch, die Burden, die können doch in der Landvolksversammlung Plattdeutsch schnacken. Dort sind nicht. Dort sie einfach nicht. Sie könnt das, aber sie mag das nicht. Und von daher sind all viele Chancen nicht genutzt worden. Umso mehr freut mich dass das jetzt Entwicklungen gibt, dass auch politisch so was unterstützt wird, dass das Plattdeutsch Beobdruckte geben wird. Aber da ist viel Zeit versübt worden. Da muss ich dir leider recht geben. Aber ich bin nicht ganz so pessimistisch als du. Rolf, schönen Dank, dass du hier bist. Und das wäre unseren Fair-Talk, der nächste plattische Fair-Talk mit Rolf Blumenbach und Budjording. Wolf, schönen Dank. Hätte mir auch Spaß gemacht. Ja, alles Gute und wie seht ihr es wohl? Plattisch schnackend. Wunderbar.